Du dir schon einmal gefragt, wie die Regierung können zur Verantwortung ziehen? Oder wie ihr sicherstellt, dass Ministerin hier Macht nicht missbrauchen? Heute weiß man erst, wie die mit einer parlamentarischen Frage die Regierung können zwingen, Antworten zu geben. Das macht schon seine E-Mail. Willkommen bei Parliament Decoded. Ich bin Sven Klemmer, Deputiert in der Chambre. Heute gucken wir von den essentiellsten demokratischen Instrumenten. Parlamentarische Kontrolle von der Regierung durch Fragen und Interpellationen. In all demokratischem System spielt Parlament eine zentrale Rolle als Kontrollinstanz von der Regierung. Parlament ist nicht just da, für Gesetze zu machen, sondern auch für die Regierung zur Verantwortung zu ziehen. Verschiedene Kontrollmechanismen sind ganz visibel, wie zum Beispiel die Möglichkeit, eine Motion von Misstrauen gegen die Regierung zu stellen. Andere, mehr alltäglich, sind aber genauso wichtig, parlamentarische Fragen. Alle Deputierten haben das Recht, der Regierung Fragen zu stellen. Was ist so eine parlamentarische Frage? Das ist eine Form von offizieller Kommunikation zwischen Deputierten und der Regierung. Und es gibt drei Arten von parlamentarischen Fragen. Die schriftliche Frage. Das geht offizielle Wege ohne Minister oder die Regierung gerichtet. Der Minister muss bei den 30 Tagen eine Antwort geben, die dann auch am Compte-Rendu veröffentlicht wird. Zweitens sind mündliche Fragen. Das gibt während speziellen Fragestunden am Plenum gestaltet. Der Minister antwortet direkt am mündlich. Das Fragestunden sind öffentlich und gehen auf Chambre TV übertragen. Und drittens gibt es dringliche Fragen. Wenn ein Sujet ganz dringend ist, da kann ich eine dringliche Frage stellen, die möglichst schnell beantwortet muss gehen. Oft schon an den nächsten Sitzungen. Der große Vorteil von parlamentarischen Fragen ist, dass die Regierung muss antworten. Sie kann sich nicht aus der Verantwortung ziehen oder die Frage einfach ignorieren. Die Antwort ist auch öffentlich, was Transparenz garantiert. Als Piratendeputierten habe ich 2018 über 500 parlamentarische Fragen gestellt. Zu Themen von Digitalisierung über Transparenz bis zu alltäglichen Problemen von Bürgerinnen und Bürgern. Da entstehen diese Fragen aus direkten Gesprächen mit Leuten oder aus Informationen, die mir zugestach gehen. Und da könnt ihr als Bürger aktiv mitschaffen. Wenn ihr eine konkrete Frage habt, wo ihr meint, die Regierung müsste Rechenschaft aufgeben, könnt ihr mir sie schicken. Aber wenn es sinnvoll ist, stelle ich sie als offiziell parlamentarisch Frage. Schickt mir eine E-Mail auf sklemmer@chst.lu oder benutzt als Spezialplattform fro.lu, wo ihr einfach eher froh könnt gehen. Wichtig ist natürlich, dass froh seriös und eine real politische Journalismus betrifft. Konkret Beispiel: Für eine paar Monate, wo eine Person aus der am Gesundheitswesen schafft, mal über Probleme bei der Tarifstruktur geschrieben. Ich habe diese Informationen geholt und eine parlamentarische Frage daraus formuliert, die Gesundheitsministerisch mal heute müsste beantworten. Aber es geht nicht just darum, Fragen zu stellen. Die Antworten müssen auch analysiert gehen. DAX enthalten sie nämlich wertvolle Informationen, die sonst nicht öffentlich oder nicht einfach zugänglich werden. Andere können aber auch leider ganz ausweichend sein. Wenn eine Antwort unbefriedigend ist, da kann ich nur fragen. Oder auch eine Interpellation aufrufen oder Thema bei einem Budgetdebat ausschwätzen. Das ist ein Prozess und nicht just eine einzige Frage. In einem demokratischen System ist Transparenz fundamental. Parlamentarische Frage ist ein von den wichtigsten Instrumenten, für diese Transparenz zu garantieren. Weil ich als Deputierten ein Vertreter vom ganzen Volk bin, ist Einbeziehung an diesem Prozess nicht nur legitim, sondern sogar wünschenswert. Die sind dann an Tore von unserer Demokratie. Die gesehen und hören, wo es eventuell Probleme gibt. In der nächsten Episode gucken wir, wie die Chambre das Budget kontrolliert. Das heißt, wie wir überprüfen, ob die Regierung die Steuergelder sinnvoll ausgehen hat. Abonniert den Kanal und schreibt das in die Kommentare, wer eine Frage dir der Regierung wirklich gerne eine Kehrstelle gibt. Oder noch besser, schickt sie direkt auf fro.lu.